mit ihren Cakes, Scones und Biscuits hat England eigentlich schon immer eine immens ausgeprägte Backkultur. In den letzten Jahren hat sich regelrecht ein Backtrend entwickelt. In London gibt es auch immer mehr Geschäfte, wo ihr lernt, Kuchen zu dekorieren. Ups, ich meine, ich bin zwar besser am Backen. Carrot Cake ist zu London einer von den beliebtesten Kuchen. Und sicher ist es kein traditionellen englischen Kuchen, weil ihr aus Amerika kennt, mir das ist ja egal. Das ist witzig, mit Wurzeln etwas Süßes zu backen, aber sie geben diesem Kuchen eine perfekte Textur. Ein weiterer Trick für die Konsistenz zu perfektionieren ist Ananas aus der Bix. Und die wird zusammen mit einer Handvoll Nüsse klein gemacht. Nachdem sie sehr cremig geschlagen und können nur noch 200 Gramm Brungen Zucker dabei. Ein Carrot Cake wird traditionellerweise mit Ölig gemacht, weil die Amerikaner lieber dummer da backen. So kann ich die drischen Elemente mischen. Bei dem Mehl kommt ein bisschen gedrischend Kokosnuss dabei, ein kleiner Fingerchen Salz, Backpulver und eine gute Portion Kanäle. Das könnt ihr alles bei der Zuckermischung dabei. Und ich habe noch geraubte Wurzeln drin. Und noch nicht Nüsse an den Ananas vergessen. So, und dann ist der schon fertig. Während der Zeit kümmere ich mich um mein Frosting. Dafür brauche ich Butter, Cream Cheese und Puderzucker. Südlich von der Thames kriegt ihr die beste Vue von der Stadt. Londoner Touristen kommen immens gerne hierher spazieren, weil von hier aus gesagt London wirklich aus wie an einem Bilderbuch. Hey! Na, wollen wir ein bisschen bummeln gehen? Ja, klar! In England kriegt ihr beim Teetrinken ganz oft ein Butterkichelchen dabei. Ein Shortbread kommt eigentlich aus Schottland und das ist so einfach, diese Kichelchen selber zu machen. Und ich brauche nur 3 Ingredients für Shortbread zu machen: Butter, Mehl und Zucker. Mehr einfach geht wirklich nicht. Am besten nur den Butter ein bisschen aus dem Frigo rausgeholt, ehe ihr das schafft. Und da kommt den Zucker dabei. Ich gehe noch die Kerne von einer Vanillestange dabei, für das die Kichelchen richtig gut schmeckt. Dann kommt ein bisschen Mehl dabei. Und dann ist der Teig eigentlich schon fertig. Ich brauche nur noch zu mixen.
Den Deeg geht lo enger Gemälden as jo fast schön dünn ausgerollt und da kann ich meine Formen ausstierchen. Die traditionelle Shortbread-Form ist rechteckig und zum Schluss gibt es mit der Fourchette dran gepickt, wie die typischen Löcher dran zu machen. Ich stierche noch nach paar Sternen aus, weil ich die so gerne habe. Zum Schluss strehe ich noch ein bisschen Zucker auf die Kichelchen und da können Sie für eine Viertelstunde bei 170 Grad backen. Am Wochenende kommt man hier echt nicht durch die Leute. Sag mal, sollen wir zu einem anderen kleinen Markt gehen, der noch voll der Insider-Tipp ist? Klar. Da würde sich aber auch echt kein Tourist hin verlieren. Nee, und es ist so nah beim Borough Market. Was ist das denn? Das ist ein Scotch Egg. Das ist ein Ei mit Wurst drumherum und danach wird das Ganze noch frittiert. Und das schmeckt? They're amazing. You have no idea. Seriously. They are amazing. Thank you. Mein Whisky Marmalade Kuch als ein Hommage und zwei britische Produkte: Whisky und orange Gebäß. Marmalade ist eigentlich ein immens buttert Gebäß, aber an diesem Kuch ist das perfekt. Als erstes schäle ich 2 Orangen und schneiden sie dann in Scheiben. Da presse ich noch 2 Orangen aus und schäle den Jus für nur an den Teig zu machen. Lo mische ich Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und Butter. Und da kommen noch 3 Löffel Marmelade dabei und 4 Eier. Da könnt natürlich noch Mehl dabei und noch ein bisschen gemahlenes Mandeln für den Goût. Und schlussendlich noch ein Fingerspitze Salz und den Orangenjus. Der Basisteig ist fertig, und nun arrangiere ich meine Springform. Als erstes strehe ich ein bisschen brungen Zucker innen dran und dann arrangiere ich die Orangenscheiben an einem schönen Muster drauf. Und da kann den Teig drauf geschüttet gehen. Der Teig ist ein Upside-Down-Cake, also ein Kuchen, den den falschen Weg gebacken wird. Und das Ganze kann auf eine dicke Stunde an die Ofen bei 180 Grad gehen. Nachdem der Kuchen 5 Minuten gerascht wird, kann ich ihn umdrehen und das ist wirklich immer ein ganz spannender Moment. Ah, super, das ist etwas gehen. Die Orangen karamellisiert, dann das ganz riecht schon richtig gut. Wir locken zu meinem Grand Finale, der Whisky Sirup. Ich schmilze 3 Löffel Marmelade mit 4 Löffel Whisky. Wenn ich keinen Alkohol benutzen will, kann ich noch Orangenjus am Platz holen. Und das ist wichtig, dass der Kuchen noch warm ist, wenn ihr das Sirup drüber schüttet. Der Kuchen muss so noch ein bisschen aufkühlen, aber während der Zeit mache ich einen guten Schlagsahne für dabei. Und sonst könnt ihr einen ganz normalen Schlagsahne dabei servieren. Ich habe herausgefunden, dass Kanäle und Orange und Whisky super gut bei ihnen passen.
Oh, das sind anscheinend die besten Donuts aus London. Die sehen echt lecker aus. Das ist echt der beste Donut ever. Wenn ihr nun Englisch backen denkt, da fallen einem normalerweise nicht direkt Brownies an. Mir bei einem Baking Special konnte ich so einfach nicht waschen. Ich will gerade meine Butter mit einer Mischung aus dunklem und Milchschokolade geschmolzen und das kann ich im Moment aufkühlen. Während der Zeit präpariere ich den Rest von meinem Teig. Als ich könnt ihr eine Mammutportion Zucker dran, ganz 250 Gramm, die wirklich keine Kalorien zählen. Ein paar Vanillezucker dabei, ganz ein bisschen Salz und noch 2 Eier. Und das Ganze mischen ich, bis es auf ein Blech zu gehen. Gut, also könnt ihr Schokolade dabei. Das ist aber so ein schöner Moment. Und dann zum Schluss kommen noch 85 Gramm Mehl dabei. Der Brownie ist fertig, und da kann ich noch ein paar extra Ingredienten dabei machen, für richtig gut zu machen. Nüsse sind natürlich ein Klassiker, wir heute probieren schon etwas anderes. Ich habe White Chocolate Chips gekauft und streue die drauf zusammen mit Smoked Salt, geräuchertem Fleur de Sel. Der Brownie backt für eine dicke halbe Stunde bei 180 Grad. Brownies with salt on them. That smells amazing, eh? Fantastic.